Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Und hier im Turm, so lädt man's auch tut. Ich bin ja eigentlich echt ein riese Fan von Musik, aber ich habe keinen Bock auf diese üblen Bollergeräusche hier. Ich werde es auch sofort ändern, sobald wir da draußen sind. Böses vertreiben. Ich gucke, ob das überhaupt bei den Viecher Wirkung zeigt. Okay, da kann er schon nämlich. Ich probiere mal, ob das nicht auch bei Dämonen klappt. Wenn das halt nur bei Untote klappt, dann ist das halt so. Aber ich will erst einmal ausprobieren, ob das nicht auch bei Dämonen funktioniert, was es eigentlich müsste. Okay, dann haben wir jetzt schon ein paar Mal verwischt. Also eigentlich müsste der bald hinüber sein, wenn die Zauber denn Wirkung zeigen. Was ich irgendwie bezweifle, je öfter ich auf das Vieh drauf hau. Mit meiner Haucherzauber. Okay, da kommt schon der andere Arg flattert. So. Wo ist er dann, der Sausack? Upp, irgendwo schnauft einer wie Sau. Nee. Irgendwie scheint bei dem der Bug drin zu sein. Ups, da kommt schon einer. Bei einem von den Viecher scheint wohl wirklich der Bug drin zu sein. Okay, wir probieren es mal bei den Viecher, wo nette Bug drin sitzt. Eventuell. Nö, du macht das nix. Dann probieren wir es mal mit der Armbrust aus. Vielleicht ist die Armbrust ja schon gut genug geskillt. Ich glaube, ich habe den falschen Dämon avisiert. So, dich will ich eigentlich avisieren, Kumpel. Autsch. Einer zurückgehe. Na, hast du wohl den Dämon noch avisieren können, oder? Der hier das Leben schwer macht. Ja, genau den hier. Wir probieren dann doch einfach mal mit der Arm... Da ist immer noch dieses... Ja. Okay, jetzt habe ich irgendwie immer der falsche. Jetzt habe ich der richtige endlich mal im Visier. Okay. Wir probieren es doch einfach mal so aus. Aber ich glaube, eigentlich müsste dieser Zauber funktionieren und müsste eigentlich auch Dämonenschaden machen. Halte mal der Gaul an. Wir testen das Ganze nochmal. Ganz frech jetzt. Hallo? Heiliges Licht will ich nicht. Lass du Dämonen Böses austreiben. Na, das haben wir doch drin. Sag jetzt der Durchschnittszauber. Wieder ausgewählt, warum auch immer. So. Okay. Upsi, die treffen uns aber hier ganz ordentlich, die Knaber. Ja, das ist kein Spaß hier im Dämonenturm, muss ich sagen. Das ist wirklich kein Spaß. So reine Lebensenergie könnte man uns auch noch gönnen. Und dann... Wie war das noch einmal? Wähl einer von den Mistviecher hier aus. Das macht anscheinend schade, aber keine Ahnung, ob das wirklich die umbringen kann, die Viecher. Weil so haben wir mal... Doch, tatsächlich. Also man kann die dort mit Killer. Man kann sie dort mit definitiv umbringen. Das ist schon mal viel wert. Aber ich glaube, bei M-Dämon ist hier definitiv der Bug drin. Der lässt sich nicht Killer. Na, ich will darauf... Genau. Auf den will ich drauf gehen. Noch einmal. Ja, du Sausack. Genau dich mähne ich, du blöder Dämon. Ja, komm schon her, du hässliches Rindvieh. Aha. Okay. Das haben wir jetzt schon mal gebacken gekriegt. Das ist doch schon mal ganz wichtig. Deswegen machen wir hier nochmal die Yankee 1. Und in dem... Stimmt irgendwas nicht hier. Da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Der hätte nämlich schon längst tot sein müssen. Naja, egal. Gucken wir uns halt hier um, während der hier noch kräftig rumschnauft. Aber eigentlich müsste der tötbar sein. Naja. Okay. Xardas hat hier nichts rumliegen lassen für uns. Das ist schon etwas arg merkwürdig, dass bei dem irgendwie der Bug drin hängt.
Weil wir haben ja gesehen, die Dämonen lassen sich dort mit dem Zauber eigentlich killen. Nö, das scheint irgendwie der unsterbliche Overdämon zu sein, der aber dafür auch nichts macht. Naja, dann ist das halt so, ne? Dann klettern wir mal ein bisschen weiter hoch. Gucken wir uns da mal um. Hier ist nichts, da ist nichts. Hier müsste ein Erzdämon noch drin, Dämonenfürst oder sowas noch drin sein. Auf jeden Fall ist da was Dämonisches drin. Was genau? Ja, das ist ein Dämonenfürst. Autsch. Jau, au. Ich hab's kapiert, dass du das bist. Der sieht aber eklig aus. Dämonenlord heißen die hier. Okay. Puh, na dann wollen wir dich doch auch mal mit Zauberplätte, du hässlicher Dämonenlord. Ja, schade macht's auf jeden Fall schon mal. So, vielleicht noch so ein Riesling hinterher. Ja, die machen Anime so viel an Heilung. Jawohl, 600 Erfahrungspunkte bringen sie. Und er hat 2 dicke Riesling und 2 andere und ein Herz eines Dämonen. Beziehungsweise Schorle habe ich so genannt eigentlich. Weil die reine Dinger, das sind ja dann die richtige Riesling. So, da ist nichts mehr. Machen wir mal nochmal mittlere Wunden heilen hinterher. Dann gönnen wir uns noch so einen großen. Und nachdem wir hier dann auch eigentlich alles gemacht haben, würde ich gerade nochmal zum Kloster zurückkehren, weil den Ork haben wir ja platt gemacht. Den Kriegsherr. Aber es wurmt mich, dass der Ende-Dämon hier noch da rumsteht. Der wurmt mich noch. Noch mehr, du Wurmdämon. Na? Scheint ja irgendwie... Ah. Okay, gut. Kann man anscheinend doch lösen. Der war nur etwas hartnäckiger als die andere. Gut, 1, 2, 3, 4, 5 Dämonen und ein Dämonenlord haben wir dann gekillt. Möglicherweise sollte man noch im Lester Bescheid geben. Und ja, da unten liegt noch unser Orkibus. Ganz und gar nicht mehr Erotikus. Da können wir nochmal mit dir sprechen. Wie viel Uhr haben wir es dann eigentlich? 17:26 Uhr. Die dumm. Okay. Wobei, siehst nicht gerade fit aus. Du siehst diese Kopf. Okay. Da gibt es keine extra Quest dafür. Das gibt es, glaube ich, erst, wenn ich die Mannschaft brauche. Und ich kehre jetzt auch nochmal zum Kloster zurück, weil ich glaube, da habe ich was Entscheidendes vergessen. Ich glaube nämlich, also hinter der kommt man auf jeden Fall zur schwerer Paladin-Rüstung oder generell zur Paladin-Rüstung wird das Ding genannt. Im Vergleich zu dem Teil, was wir tragen, das heißt die Ritterrüstung. Und ich glaube, du kommst mal auch nicht mit dem Schlüssel durch, sondern du war doch, soweit ich mich erinnere, auf der Tische in der Bibliothek müsste dort eine Anleitung für einen Runestell sein. Und der ist immer etwas unterschiedlich, je nachdem, was man für eine Fraktion hört. Ich glaube dann, der Feuermagier hat irgendwie die schwarze Perle oder was als Zutat. Der Paladin dürfte das geweihte Wasser haben, irgendwas in der Art. Irgendein verstabtes Buch müsste hier rumliegen. Aber hier liegt nur so eins, was ich nicht auswählen kann. Da liegt auch wieder, ich glaube, das gehört einfach zu der festen Animation mit dazu, die so ein Tisch bei sich hat. Ich weiß es echt nicht mehr. Nee, Moment, ah nee, das liegt ja dann im Gewölbe drin. Aber wo der Schlüssel ist, frage ich mich jetzt nochmal. Irgendwo muss auch ein verstaubtes Buch sein. Das muss dann aufgehen, das Gewölbe, und da gibt es dann geheime Teleport, den man machen kann. Die Skelette sind ja, ach nehme hier. Hätten die den Schlüssel bei sich gehabt, wären die Skelette liegen geblieben als Knochenhaufe Kadaver. Ja, es ist ja leid, ich weiß nicht mehr, wie das war. Also ich weiß nur, dass man sich da in einen geheimen Raum teleportieren musste. Aber ob das jetzt in der Bibliothek da offen war oder mal hier irgendwo an den Schlüssel kommt, weiß ich nicht mehr. Da komme ich ja auch nicht dran, nee. Hier an, das ist zu weit entfernt. Warte mal, ich kann jetzt die Hallen von Irdorat öffnen. Xarak Bendardo. Im Einband, Das Buch öffnet sich. Genau, da war der Schlüssel. Ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Da war der Schlüssel drin. Okay. Kantas Brief, Lucia, bla 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 bla, Notiz.
Rezept für Loose Hammer, reine Lebensenergie, Logbuch von Greg. Wir müssen auch irgendwo das Zeug noch haben. Befehle, Steckbrief, zerknüllter, ja. Aus dem Buch Die Hallen von Irdorat. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Okay, das haben wir schon. Das haben wir ja schon hingekriegt, dass wir da aufmachen können. Alles klar, dann war das dafür gedacht, dass man in die untere Gefilde überhaupt erst reinkommt, ja. Interessant, wenn man das schon mal gespielt hat und dann so streng noch Ablauf geht. Uiuiuiui. Moment mal, ihr Knorre-Kasper. Ich würde euch ganz gern austreiben, ihr Böse. Gut zu wissen, dass das auch eine Flächewirkung in gewisser Weise hat, wenn ich einer von den Biester treffe, dass der Nachbar gleich auch mit verreckt. Das ist durchaus gut zu wissen. So, dann petzen wir uns auf jeden Fall noch für die Sache und Schwarzwälder Schinkerei. Und gönnen uns noch so einen leckeren Eintopf. Nee, nur lange nichts mehr gegessen. Ja, ein bisschen Milch für die Knochen sollte man vielleicht auch mal ein bisschen trinken. Und dann sollte man vielleicht noch unser Mana erhöhen, ein bisschen, also wieder auffrischen mit Feuernesselsalat. So, gut, dann können wir nochmal Denkrust aufsammeln, weil ich hab's doch gewusst, du müsst jetzt im nächsten Raum, müsste dann sowas mit Alchemietische kommen. Da ist dann die absolut unerste Geheimbibliothek, wo auch Dämonen rumschwirren, wenn ich mich doch richtig erinnere. Dürfte auch noch ein Dämonenlord dabei sein hier in dem Raum. Und da ist dann das Rezept für die Herstellung von einer Rune. Und das bringt uns in den Raumreihe, wo wir dann unseren ultragierige Superrüstung kriegen. Man kann das natürlich auch nicht einsammeln, aber ich würde doch dringend roter. Zumal ich in Gothic eine extreme Inventar- und Rüstungsgeilheit mein eigen nenne. So, für der Heiler heile ich mit dem Schorler. Und der Dämon ist anscheinend ganz närrisch, nachdem ich ihn jetzt verwischt habe. Und? Lebt immer noch. Aber du müsste eigentlich durchkommen durch das Portal. Du dürfte fett genug sein und nicht wie bei Xardas Turm. Na? Stirbst du bitte? Herr Dämon, wie wär's mit Sterben? Das wäre doch ziemlich cool, statt hier einfach nur im Kreis rumzurennen wie ein Depp. Na gut, aber anscheinend ist der Dappschädel-Modus hier groß eingestellt. Komm schon, ich hauch dich weg. Der Zauber ist bestimmt vom Haucher entwickelt worden. Für die Paladiner. Ja, okay, das wird so wohl nix anscheinend. Komm mal her, du geistig verwirrter Dämon. Hoppala. Aber zusätzlich sollte ich auch noch, ich hab's ja versprochen, sollte ich auch nochmal die Musik wieder aktivieren, weil das habe ich jetzt nur für Xardas Turm ausgestellt. Ich finde es einfach dermaßen heftig verwirrend. So, die Musik will... Oh, hoppala, die Musiklautstärke kann ich meinetwegen auch. Und wieder an. Ja. Ansonsten für jedes andere Gebiet ist das absolut kein Thema. Du nehme ich auch sehr gern die Musik. Aber Xardas Turm, vergiss es. Das ist einfach nur ekelhaft mit diesem Rumgeballer. Das bringt mich total aus der Fassung. So wie es denn hier aus der Fassung bringt. Na, dann hauen wir dich halt nochmal so in Stücke. Herr Dämonenmann. Na? Dämon? Naja, für einen Lord benimmt er sich ziemlich dumm, muss ich sagen. Ja, da guckt da blöd. Das sieht aber auch ein bisschen reptilisch aus. Irgendwie tut sich doch nichts. Das ist etwas suspekt. Das laden wir jetzt nochmal neu. Gegen die kämpfen wir nochmal ganz normal. Also die Dämonen scheinen hier stark verwirrt zu sein im Lader. Ah ja, die Musik ist wieder eingestellt. Hab mich schon gefreut, ob ich die jetzt neu laden muss. Komm mal her, du verwirrter Dämon. Weil in dem Kampf gegen den Dämonenlord war auch seltsamerweise die Extraschade von der Klaue Belias nicht dabei. Weswegen ich mich doch schon arg gewundert habe. So. Dann komm mal her, du Sausack. Na, hängt er fest? Ah, da kommt er tatsächlich nicht durch, der Dämon. Ihr seid doch zu fett, ihr Viecher. Ihr seid doch eindeutig zu fett. So, Dämon beschwören hat er noch extra im Gepäck. Das finde ich definitiv super.
Gut. Na dann. Nochmal zurück. Ja, Dämonenlord ist schön und gut. Ich speichere hier noch einmal. Und dann kümmern wir uns nochmal so um die Biester. Weil der andere Dämon scheint ja auch nichts zu machen da hinten, außer dumm zu glotzen. Ah, jetzt wird er auch aktiv. Okay. Okay, jetzt trifft er mich auch. Autsch, das war etwas zu spät. Gut, dass ich da nochmal gespeichert habe. Naja, ich könnte es jetzt auch nochmal mit Dämonen, mit Böses austreiben probieren, aber ich würde es eher so machen, dass ich den Sausack hier ein bisschen zu mir lock. Komm her, du Sausack. So, dann bringen wir dich nämlich nur noch hin, ne? Eventuell passt du durch, eventuell auch nicht. Ich glaube, du passt doch nicht durch, du bist einfach zu fett dafür. Und dann machen wir dich halt einfach hier kalt in Sichtweite von deinem Kumpel, aber der greift ja nicht ein. Oder du machst mich kalt. So geht's natürlich auch. Weil wie gesagt, wenn ich hier Dämonen mit Böses austreiben erwische, scheinen die sehr verwirrt zu sein. Und die brauchen anscheinend ein bisschen länger, bis die wieder einigermaßen in einem normalen Zustand sind. Und irgendwie scheine ich sie dann auch mit dem Zauber nicht legen zu können, was ich dann etwas doof finde. Komm. Eigentlich müsste das ja funktionieren mit euch Dämonen. So. Genau, eigentlich ist das ja kein Teufelswerk mit euch, Dämonen. So, hier nochmal. Ja, ich bin mir durchaus des Wortwitzes bewusst, kein Teufelswerk mit Dämonen. Hö. Ja, also eigentlich sollten die wirklich kein Problem sein hier, die Viecher. So, dann bleibt nur noch der Ende übrig. Mehr Last Demon Standing. Sehr verwirrte, wunderliche Dämonen haben wir hier im Keller. Ziemlich verpeilte Kellerkinder. Autsch. Und ich bin's verpeilteste Kellerkind von aller. Ah, ist das ätzend. Ist das ätzend. Aber immerhin geben sie gut Erfahrungspunkte. Das muss man definitiv lassen. Und komm schon. Bei Dämonen muss ich mal ein bisschen aufpassen. Die ändern ihren Standort ganz gern. So, dafür hat er aber wieder noch ein paar gute Mana-Tränke hinterlassen. Mittlere Wunden heilen auf jeden Fall. Oh. So, was haben wir dann hier? Einen Trank. Einen Runenstein und ein verstaubtes Buch. Und Seekarte zur Insel von Irdorat. Sehr schön, sehr schön. Okay, Halte Mulde Gaula, was war das für ein Trank, was man da kriegt hin? Die Tränen Innos, genau, die brauche ich, um mein Schwert endgültig zu weihen, soweit ich weiß. Soweit ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Und im verstaubten Buch ist die Anleitung für diesen Runenstein, den ich hier brauche. Logbuch von Greg. Und da war noch eine Seekarte. Hallen von Irdorat, Tagebuch, Stadtkarte, Nefarius, Landkarte, Heilige Schreine, genau, Seekarte zur Insel von Irdorat. Da hast du dich also versteckt. 2000 Ich Erfahrungspunkte. werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Da haben wir die Insel von Irdorat. Ich brauche ein Schiff, haben wir jetzt noch dabei. Und verstaubtes Buch, genau. Ich bin mir jetzt sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um die Hallen von Irdorat handelt. Sie befinden sich augenblicklich auf einer Insel nicht weit vor Korinis Hafen. Belias Interesse an den Erzminen wird immer offenkundiger. Je stärker sie sind, desto eher scheinen sie es wert zu sein, ihm als Untote zu dienen. Ein solch bekehrter Paladin ist für einen Kämpfer nur schwer zu besiegen. Einer von ihnen ist mir in die Hände gefallen. Ich hoffe, die anderen werden seine Abwesenheit hier unten nicht bewegen. Seine Anwesenheit vor allem, hier unten nicht bemerken. Der bekehrte Paladin scheint auf keinerlei Reize mehr zu reagieren. Ich habe seine Rüstung und seine restlichen Habseligkeiten im hinteren Raum verstaut. Die Tür kann nur von innen geöffnet werden. Ich habe eine Teleportrune gebaut, um in den Raum zu gelangen. Die Anleitung dazu habe ich im Almanach hinterlegt, sodass der eine sie finden kann. Wo ist dann der Almanach? Verdammt nochmal. Verstaubtes Buch. Almanach.
Wo ist denn? Ah, das ist er, genau, Almanach, na also. Oh, ich habe jetzt echt schon Schiss gekriegt. Okay, Teleport-Rune können wir hier basteln. So. Geheime Teleport-Rune bauen, hier ist das Rezept. Okay, noch einmal. Ich hoffe, dass die Kuppel das Erz vor dem Zugriff Belias zu schützen vermag. Der König ist einfältig genug zu glauben, dass wir die Kuppel zum Schutz vor Ausbrüchen errichten. Doch solange wir mit diesen Ratschlägen unsere höhere Ziele erreichen, soll es uns recht sein. Ich hoffe, dass uns genug Zeit bleibt, uns auf den Kampf vorzubereiten. Sobald die Kuppel um das Minental erschaffen ist, werde ich mit all meiner mir zur Verfügung stehenden Macht versuchen, in den bevorstehenden Kampf einzugreifen. Um in den geheimen Ort zu gelangen, muss man eine Teleportrune bauen. Dazu benötigst du ein Runenrohling und ein kleines Fläschchen geweihtes Wasser. Mit der erstellten Rune kannst du dich in den Raum teleportieren. Ich bin nun sehr sicher, dass es die Tränen Innos waren, mit denen die Paladine aus der vorderen Zeit die längst vergessene hohe Schwertweihe abgehalten haben. Es sollte also möglich sein, mit dem von mir entdeckten Fläschchen einer geweihten Waffe zusätzliche Macht zu geben. Okay, wir können ziemlich sicher sein, ihr liebe Leute, dass diese Geheimbibliothek und dieser Keller hier Xardas gehörten. Als er ja noch im Kloster war, wir wissen ja, dass der Hansel im Kloster schon war und dass der ein ziemlich hoher Feuermagier ursprünglich war, da kann man definitiv davon ausgehen, dass Xardas dieses Höhlengewölbe hier hat anlegen lassen, dieses Kellerhöhlengewölbe, und dass er dort dann, nachdem er irgendwie anscheinend einen Ritter bekehrt hat, das ist immer von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich. Entweder wäre es dann die höchste Feuermagierrobe oder die höchste Drachejägerrobe etc. pp. Da wird sich auch der Text im verstaubten Buch und der Text im Almanach ändern. Moment, jetzt brauche ich aber so ein Rune-Bastelgedöns. Da muss ich dann ganz noch oben hoch. Ja, wie gesagt, da würden sich die Texte entsprechend ändern bei dem ganzen Zeug. Und da hätten wir jetzt an die Tränen Innos, das ist halt nur für den Paladin, damit ich hier mein Schwert noch zusätzlich weihen kann. Aber ich habe hier schon so tolles Ordensschwert. Trotz allem kriege ich dann natürlich auch viel, viel gierigeres. So, dann holen wir uns jetzt noch unser Zeichen. Wir wissen, wo wir hin müssen. Also ich brauche ein Schiff, haben wir auf jeden Fall. Da haben wir jetzt anscheinend noch irgendwas. Der Meister der Drachen, genau. Die Quest haben wir offensichtlich jetzt auch beendet. Wir müssen zum Runentisch, genau. Wir brauchen eine Zange, wir brauchen einen Runerohling und wir brauchen geweihtes Wasser. Das Geheimnis der Bibliothek. So. Jetzt haben wir hier auch wieder alles. Ihr heilige Klotzköpf. Ihr seid auch wieder in eurer Ruhe. Erzähl mir nichts. So, dann gehen wir nochmal da hier und beten da nochmal Runde mit unserem Schwert. Schwertwein mit den Tränen Innos. 1000 Erfahrungspunkte. So, jetzt haben wir das noch gemacht. Und jetzt dürften wir das ultimative Paladin-Schwert oder mitgemacht haben. Genau, der heilige Vollstrecker. Der braucht 120 Stärke und zieht 160 Schaderei. Das ist natürlich extrem geil, aber uns fehlt auf jeden Fall leider Gottes die Stärke für den Oschi. Deswegen, später werden wir ja auch eine Crew brauchen, die wir zum Segeln brauchen, noch Edorat. Und da kann ich definitiv ein paar Leute mit dazu holen, die auch als Stärkelehrer fungieren. Das sollte kein Thema sein. Nur über 100 kommt man da schwer, glaube ich. Das wird wieder ein kleines Problemchen geben. Weil wenn ich 120 Stärke brauche, hätte ich mal vielleicht die ganze Stärketränke aufheben sollen, bis ich über 100 bin. Und dann einmal reinhaue. Ach je, ach je, ach je. Es ist immer ein Kampf mit dem Zeug. Es ist echt immer ein Kampf. So. Jetzt gehen wir aber nochmal hier in den Keller runter. In den guten Riesling-Keller von Xardas. Und gehen von dort aus nochmal in seine offensichtliche Geheimbibliothek, die er da angelegt hat. Und dann können wir wieder hochgehen. So, da ist die Geheimbibliothek. Und hier müssen wir das Geheimnis der Bibliothek dann an der Wand da hinten, glaube ich, war es, verwenden. Dann geht nämlich da, ach was auf, da sind ja auch die Stähe sichtbar auf dem Boden. So, warte mal. Teleport, das ist sogar Paladin-Rune. Wir können ja nur Paladin-Rune.
Hersteller und Benutzer. Nur Benutzer und dementsprechend natürlich auch Hersteller, auch nur. So, jetzt können wir das Ding von da innen aufmachen. Und da haben wir noch eine Truhe. Da drin ist ein bisschen Schwefel, 400 Goldstücke, Wacholder. Xardas scheint sich wohl gerne einer gekippt zu haben. Gletscherquarz und 3 große Tränke für Mana und 2 große Heilelixiere. Paladin-Rüstung, na endlich. Wurde auch Zeit. Von 100 auf 150 an Schutz vor Waffe. Selbe für Pfeile, auch 150 statt 100. Schutz vor Feuer haben wir ursprünglich 50, jetzt 100. Schutz vor Magie 20, jetzt 50. Die ist 5000 wert und die hier ist 20.000 wert. Jetzt sehen wir auch richtig gut aus, ne? So, jetzt sehen wir doch richtig ordentlich aus in der Rüstung. Jetzt machen wir doch richtig was her. Das ist auch extrem gut, die Rüstung. Oh, okay. Hoppla. Ich habe echt gedacht... ich habe eigentlich echt gedacht, es wäre tot drüber. Aber egal, das hat ja funktioniert mit der Teleport-Rune. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die beste Rüstung im Spiel. Das kann uns nur von Nutze sein, wenn wir uns aufmachen, die orkische Kriegsherre zu jagen. So, dann können die Feuermarker jetzt durchaus gern hier ohne rumgucken, wenn sie Bock drauf haben. Weil ich persönlich habe da jetzt keinerlei Interesse mehr dran, dieser Bibliothek da ohne. Und Xardas höchstwahrscheinlich auch nicht mehr. Die können sich jetzt ruhig da umgucken und können hier der Hochwohlgeboren machen. Das ist mir jetzt egal. Gell, Talamon? Der wundert sich noch nicht mal, warum ich hier besser gerüstet wieder rauskomme. Also ich denke mich doch schon wundern, warum einer in einer Ritterrüstung mit Kettehemd und Teilplatte rausgeht und mit Kettehemd und Vollplatte wieder rauskommt. So. Hey, du. Neoras, mein Kumpel. Okay, der hat anscheinend noch nicht den Trank vollendet. So, dann schwätzen wir nochmal kurz mit dem Pyrokam. Wir können uns ja auch nochmal eine Runde hier legen. Und dann nochmal mit Lord Hagen schwadroniere wegen deiner Orks. Weil, ja genau, es ist ja jetzt mittlerweile 21 Uhr. Wir haben die hohe Schwertweihe mit der Träne von Innos gemacht. Wir sind soweit eigentlich durch, würde ich sagen. Mit dem Kloster. Das habe ich beim letzten Mal total verballert. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Hier, sagen wir es mal so. Xardas hat mir den Trick verraten. Sind wir mal ehrlich. Ach, so ist das. Interessant. Ich kann nur für dich hoffen, dass Xardas schlechter Einfluss dich nicht verdirbt. Ich warne dich. Geh diesem alten Teufel nicht auf den Leim. Du könntest es bereuen. Okay, dann hier noch. Ich weiß, wo die Hallen von Edoras zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorat gelingen soll. Ja. Wo kann ich eine Crew finden? Eine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du Okay. wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Ach, du kennst nicht genug. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Ja, du kenne ich genug. Wie sieht's denn mit dem aus? Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorat zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Aha. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Pff. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Oh je, hier. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Ein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Rückkehr zum Turm. In Xardas Turm geschehen seltsame Dinge. Wenn ich mich darum kümmere, kann ich Jorgen mitnehmen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort. Und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Nett. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht.
und sorge dafür, dass es aufhört. Das habe ich schon. Dann kannst du Jorgen haben. Dann kann ich ihn jetzt schon haben. Bitteschön. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. 1000 Erfahrung. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Okay, die Möge Quest ist auch weg. Innos dich beschützen. Und möge die Macht mit dir sein. So, mach's gut. Jorgen schwätzen wir dann auch, sobald wir hier den Kapitän brauchen. Aber Jorgen ist auf jeden Fall nicht verkehrt, dass ich den mit dabei habe. Kann ich hier rein? Da liegt da die Jorgen. Okay, die Sachen nichts dagegen. Dann schmeiß ich mich mal hier in die Koje rein. Und penne bis zum nächsten Morgen. Und dann würde ich noch ganz gern mit unserem Neoras-Kumpel da ohne ein paar Takte reden. Ob der nicht möglicherweise diesen Dracheneitrank... Ich glaube, wir finden auch auf Irdorat noch Drache-Eier. Und können dann diesen Trank selber brauen. Wenn wir dann das Rezept hätten. Immer noch nicht. Okay. Okay, immer noch nicht. Na gut. Wobei, kann ich bei dir lernen? Muss ich gerade nochmal gucken. Bla bla bla. Elixier des Lebens und Mana-Elixier. C-Lernpunkte habe ich. Die lassen wir erstmal so, wie sie sind. Dann gehen wir nochmal schnell nach Khorinis. Weil die Quest mit der orkische Kriegsherre habe ich in der letzten Episode versprochen. Und ach, wenn es jetzt auf der letzte Drücker ist sozusagen. Aber die Quest will ich mal doch zumindest nochmal abholen. Das war entweder bei Lord Hagen oder es war bei Anna von seiner taktischer Offiziere beim Albrecht oder Albert oder wie er heißt. Als Kapitän könnten wir außerdem noch Torloff von der Söldner gewinnen. Und wir könnten auch Jack vom Leuchtturm gewinnen. Für Torloff müssen wir, glaube ich, auch noch irgend so eine kleine Quest machen. Und für Jack haben wir ja die Quest erledigt mit seinem Leuchtturm voller Banditer. Diego kann ich auf jeden Fall froh, ob er mit mag. Aber das machen wir zu gegebener Zeit. Erstmal will ich die orkische Feldherre beendet haben. Hier. Die Elitekämpfer der Orks greifen das Land an. Unsinn. Meine Leute haben mir bisher von keinem massiveren Übergriff der Orks berichtet. Von Drache vorher auch Vielleicht nicht. haben sich einige ihrer Späher in den näher gelegenen Wäldern verirrt. Das waren keine Späher. Ich habe einem von ihnen diesen Ring hier abgenommen. Zeig her. Das ist allerdings sehr beunruhigend. Das ist das Zeichen ihrer Stärke. Die Orks haben also ihre Palisaden verlassen und kämpfen nun auf offenem Feld. Ich habe erst relativ wenige gesehen. Hauptsächlich ihre Heerführer und nur einige Krieger. So, dann hecken sie etwas anderes aus. Das passt nicht zu den Orks, dass die Anführer alleine ihre Schutzpalisaden verlassen. Es wäre aber eine gute Gelegenheit, ihnen einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Wenn sie ihre Führer verlieren, wird auch ihre Kampfmoral sinken. Du hast einen neuen Auftrag, Ritter. Geh und töte die Anführer, die du hier in der Gegend finden kannst. Bringe mir ihre Ringe. Das wird die Orks auf eine harte Probe stellen. Frag Ingmar danach. Er kann dir einige taktische Tipps geben, was die Anführer der Orks angeht. Gut. Die Elite-Krieger der Orks sind sein Spezialgebiet. Er hatte schon öfter mit ihnen zu tun. Okay, die warten immer noch auf besser Wetter. Die Horden der orkischen Elitekrieger. Ich habe Lord Hagen von den heranrückenden Horden der orkischen Kriegsherren berichtet. Ich konnte Hagen einen Ring der orkischen Kriegsherren als Beweis ihrer Anwesenheit bringen. Ich soll ihm alle bringen, die ich auftreiben kann. Die Elitekrieger der Orks ist Ingmars Spezialgebiet. Und was ihr wahrscheinlich im Hintergrund noch gehört habt, war, als ich jetzt noch Flasch Eistee aufgeschraubt habe. Und dabei ist mir dann der Deckel noch ein bisschen abgerutscht und neben Mikrofon am PC hier gegurkt. Ja, das ist halt das, ne? So, Ingmar Stadelmann, erzähl mal doch mal was, bevor wir die Episode beenden. Die Orks planen eine Großoffensive. Tatsächlich. Ist ja sehr interessant. Woher willst du das wissen? Einige von ihren Anführern treiben sich hier in der Gegend herum. Das klingt nicht nach der typischen Kriegsführung der Orks. Und was dann? Was hat das zu bedeuten? Wenn es stimmt, was du behauptest, dann hoffen sie uns mit einem Angriff ihrer besten Krieger von innen her zu schwächen. Normalerweise kommen auf einen Kriegsherren eine ganze Horde von Ork-Kriegern. Nur selten sieht man sie zu zweit oder mehreren. Das tun sie aus gutem Grund.
Ihre Anführer sind die Herzstücke ihrer Angriffsstrategie und werden normalerweise von den Ork-Kriegern umringt. Somit ist es sehr schwer, an einen von ihnen näher heranzukommen, ohne sich durch eine Horde von mindestens 30 Kriegern kämpfen zu müssen. Dann verzähl mal. Was sollen wir jetzt tun? Wenn sie so gehäuft auftreten, bilden sie eine Art Stoßtrupp, der von dem Höchsten ihres Standes angeführt wird. Dieser oberste Kriegsherr bildet das Hauptquartier und zieht sich in irgendeine Höhle zurück, um von dort aus seine Truppen in die Schlacht zu schicken. Wenn wir an diesen Oberst herankommen könnten, hätten wir einen entscheidenden Vorteil. Ein Oberst der Orks hält sich gern in der Nähe seiner Feinde auf. Es wäre ratsam, in der näheren Umgebung der Stadt nach seiner Höhle zu suchen. Bei Lobarts Hof sind einige Orks gesehen worden. Vielleicht solltest du dort deine Suche beginnen. Okay, da krieg ich, glaube ich, auch dann, Hoppla, da krieg ich dann, glaube ich, auch die taktische Karte von der Orks, wo die anderen Feldherren markiert sind. Und ich hätte doch Sache, ihr liebe Leute, da gehen wir dann direkt morgen hier und kümmern uns dann hier um die Horden der orkischen Elitekrieger. Ingmar erzählte etwas von einem Anführer der orkischen Kriegsherren. Den Oberst der Orks soll ich laut Ingmar in irgendeiner Höhle in der Umgebung von Lobarts Hof finden. Ingmar will, dass ich ihn finde und zur Strecke bringe. Der zweite orkische Oberst, das kann ich schon mal gleich verraten, der sitzt in der Halle von Irdorat. Das heißt, den letzten Ring finden wir tatsächlich erst auf Irdorat. Aber wir können uns anhand der Karte, die dieser orkische Oberst und Oberbefehlshaber somit bei sich trägt, können wir dann definitiv die andere orkische Feldherren und Elitekrieger aufspüren. Aber ich jetzt Sache, wie gesagt, das machen wir doch glatt morgen bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.